Unser Thema jetzt gerade natürlich Afghanistan. Was passiert dort genau? Wer sind die Taliban und wie geht es den Menschen im Land und vor allem den Kindern aktuell? Die Antworten auf diese und noch mehr wichtige Fragen jetzt in deinen SRF Kindernews. Da sind wir wieder, endlich zurück aus der Sommerpause. Ab jetzt gibt es deine SRF Kindernews wieder jede Woche einmal mit den wichtigsten Themen und das in einer Sprache, die auch Kids verstehen. In den letzten Tagen und Wochen ist da vielleicht auch aufgefallen, dass das Land Afghanistan immer wieder in den Nachrichten vorkommt. Das Leben für die Menschen dort ist schwierig. Seit vielen Jahren herrscht Krieg in Afghanistan. Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielen die Taliban. Wer das ist, wir erklären es hier. Die Taliban sind eine Organisation, die vor allem in Afghanistan aktiv ist. Ihr Ziel ist, dass alle Menschen strikt nach ihren extremen religiösen Regeln leben. Sie behaupten, dass die so im Koran stehen. Der Koran ist die heilige Schrift der Musliminnen und Muslime. Um ihre krassen Regeln durchzusetzen, schrecken die Taliban nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden und auch Menschen zu töten. Die Taliban sind 1994 gegründet worden und haben ab dort 5 Jahre lang in Afghanistan geherrscht. In dieser Zeit haben sie strenge religiöse Gesetze aufgestellt. Vor allem für die Frauen und Mädchen war es sehr schwierig. Sie haben nicht mehr arbeiten oder in die Schule und ihr ganzes Leben ist von den Männern bestimmt worden. Auf die Strasse haben die Frauen nur noch dürfen, wenn sie eine sogenannte Burka anhatten, also mit einem langen Gewand komplett verschleiert waren. Musik, Sport und Fernsehen ist für alle verboten worden. Wer sich nicht an die Regeln gehalten hat, ist hart bestraft worden. Und die Taliban haben auch Terroristen bei sich versteckt. Zum Beispiel die 2001 den grossen Anschlag in New York verübt haben. Daraufhin haben die USA und ihre Verbündeten einen Krieg in Afghanistan angefangen und die Taliban entmachtet. Das Ziel wäre es gewesen, alle Terroristen zu verhaften und das Leben für die Bevölkerung wieder angenehmer zu machen. Den Taliban ist es aber gelungen, während der letzten 20 Jahre weiterhin grosse Teile von Afghanistan zu beherrschen. Und jetzt, wo die amerikanische Armee und ihre Verbündeten das Land verlassen haben, haben die Taliban die Macht wieder ganz übernommen. Diese Woche hat jetzt der letzte US-amerikanische Soldat Afghanistan verloren. Ziel, um den Menschen dort zu helfen und Terroristen verhaften, haben die USA auch nach 20 Jahren Krieg nicht wirklich erreicht. Afghanistan verloren haben die Amerikaner und ihre Verbündeten auch, weil sie nicht wollen, dass noch mehr Soldatinnen und Soldaten ums Leben kommen und weil ihnen der Krieg zu teuer geworden ist. Jetzt sind also die Taliban wieder an der Macht. Was aber bedeutet das genau für die Menschen in Afghanistan? Zum Antworten auf diese und noch andere Fragen bekommen, habe ich der Korrespondentin Anita Bünter ein paar Fragen geschickt. Als Korrespondentin ist Anita Expertin für Afghanistan und die umliegenden Länder. Dort steht sie in Kontakt mit Menschen, aber auch mit Organisationen. Anita verfolgt, was Fernsehstationen und Zeitungen berichten und auch, was in den sozialen Medien los ist. Für viele überraschend, auch die Taliban haben einen Twitter-Account. So berichtet Anita für SRF aus dieser Region und schafft momentan von Amman aus. Das ist die Hauptstadt von Jordanien. Direkt aus Afghanistan zu berichten, das wäre einfach zu gefährlich. Ihre Antworten hat uns Anita per Video geschickt. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie extrem die Taliban und ihre Regeln heute noch sind. Die Taliban haben mega konkrete Vorstellungen davon, wie sie wollen, dass die Leute leben oder sich verhalten. Frauen die sollten zum Beispiel ihre Haare nicht zeigen und das Kopftuch anhaben. Und Männer dürfen keine kurzen Hosen anhaben, sondern müssen lange Hosen tragen. Und das ist natürlich in Afghanistan, wo es mega heiß werden kann. Das ist natürlich, gefällt nicht allen oder ist ein bisschen schwierig. Die Taliban, die sind ja schon mal an der Macht gewesen, vor 20 Jahren. Und dort haben sie teilweise mega harte Strafen gehabt, gegen Leute, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Sie haben teilweise Leute ausgepeitscht.
Und dass jetzt das wieder passiert, vor dem haben die Menschen fest Angst und aus dem Grund versuchen im Moment auch so viele aus Afghanistan zu flüchten. Viele Expertinnen und Experten sagen ja, jetzt wo die Taliban wieder an der Macht sind es nicht weniger extrem als vor 20 Jahren. Was bedeutet das konkret für Kinder? Dürfen die überhaupt noch in die Schule? Also in gewissen Teilen des Landes dürfen die Kinder im Moment in die Schule, zum Beispiel im Westen des Landes, in der Stadt Herat. Dort haben die Mädchen und Buben sogar Prüfungen ablegen, aber das gilt eben nicht für das ganze Land. In anderen Teilen von Afghanistan sind die Schulen zu. Und wie sieht die Situation in Afghanistan speziell für Mädchen aus? Dürfen die in den Unterricht? Die Taliban haben gesagt, dass sie wollen, dass die Mädchen auch weiterhin in die Schule gehen dürfen, aber nur noch in getrennten Klassen, also dass es Bubenklassen gibt und Mädchenklassen. Und die Mädchen die dürfen auch nur noch in Zukunft von Lehrerinnen unterrichtet werden, nicht mehr von Lehrern. Und diese Regeln die sollten auch an der Universität gelten, also wenn jemand am Studieren ist. Und da haben jetzt ganz viele Frauen Angst, dass sie am Schluss nicht mehr weiter studieren können, weil es eben an der Uni Professorinnen oder Dozentinnen gar nicht so viel gibt und am Schluss gar niemand ist, wo sie unterrichten können. Ja, Frauen haben es unter den Taliban besonders schwierig. Was kannst du mir dazu sagen? Ja, auch in Afghanistan gibt es viele Frauen, die arbeiten, wie auch in der Schweiz. Und die Taliban haben jetzt aber gefunden, Frauen bleiben dir mal daheim, weil unsere Taliban-Kämpfer, unsere Soldaten, die wissen nicht, wie man mit Frauen umgeht. Und wir müssen ihnen das zuerst beibringen, darum bleiben dir mal daheim, gehen nicht arbeiten. Und das verunsichert natürlich mega viele Frauen, die haben Angst, dass sie Sachen, die sie bis jetzt machen können, eben arbeiten, Freiheiten haben, dass sie das nicht mehr haben. Eine junge Journalistin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie so Angst hat, dass sie sich jetzt seit 2 Wochen daheim versteckt. Und viele haben auch so Angst, dass sie jetzt eben schon Afghanistan verloren haben. Und das ist auch ein Problem für das Land, weil ganz viele gut gebildete Leute schon jetzt aus Afghanistan geflüchtet sind. Also ganz schwierige Situation für die Menschen in Afghanistan. Wer hilft denn jetzt noch, jetzt nachdem die westlichen Truppen weg sind? Man muss mal zuerst sagen, dass in Afghanistan der Zusammenhalt innerhalb von einer Familie extrem gross ist und man hilft sich auch jetzt in dieser Situation gegenseitig, man unterstützt sich. Viele Familien haben aber das Problem, dass sie kaum mehr Geld haben im Moment. Sie kommen nicht mehr an Bargeld hin, weil die Banken zu tun haben. Und viele haben auch schon seit ein paar Monaten keinen Lohn mehr bekommen. Das macht die Situation besonders schwierig. Das Essen wird auch immer teurer, wo man auf dem Markt oder in den Läden geht einkaufen. Und das macht die Situation für viele ganz schwierig. Die Menschen in Afghanistan die kommen aber auch Hilfe aus dem Ausland immer noch, obwohl die Situation so prekär ist, so angespannt. Zum Beispiel sind die Hilfswerke von der UNO, von den Vereinten Nationen, sind immer noch in Afghanistan aktiv. Darunter auch das Kinderhilfswerk, das schaut, dass man den Kindern helfen kann. Aber es ist klar, es sind so viele Leute, die im Moment Hilfe brauchen in Afghanistan, dass nicht alle Hilfe bekommen, die im Moment auch brauchen. Und noch eine letzte Frage. Wie sieht denn jetzt die Zukunft für die Menschen in Afghanistan aus? Kann man das schon abschätzen? Ja, ganz so genau weiss man das nicht, weil die Taliban haben noch nicht gesagt, wie sie den Afghanistan in Zukunft regieren wollen. Es ist aber so, dass Afghanistan ein mega armes Land ist. Afghanistan ist schon jetzt auf Geld aus dem Ausland angewiesen. Und weil die Taliban jetzt die Macht übernommen haben, finden viele Länder, dass sie kein Geld mehr schicken auf Afghanistan. Und das könnte ein grosses Problem werden. Und daneben, dass die Taliban jetzt in der Macht sind, heisst auch, dass sich eben die Frauen und die Männer anders anlegen müssen. Und das bedeutet für viele schon jetzt, dass ihre Freiheiten eingeschränkt werden, die sie jetzt in den letzten 10-20 Jahren hatten. Danke vielmals, Anita, dass du dir Zeit genommen hast, um uns so gut und genau zu erklären, was in Afghanistan gerade passiert. Das war es mit den SRF Kinder News für den Moment. Danke für dein Interesse und danke, wenn du unseren YouTube-Kanal SRF Kids gerade abonnierst, damit auch keine Ausgabe verpasst ist. Jetzt wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann, Baba.